Hallo zusammen, hier ist der Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Willkommen bei der Crown News vom 14. Juli 2013. Heute gibt es nur ein Thema, das wäre das Rift oder eben das Oculus Rift. Mittlerweile sind einige Leute bei mir daheim gewesen, haben das ausprobiert, die Begeisterung ist gross. Und ich möchte euch jetzt eigentlich hier einen kurzen Überblick geben über die Sachen, die ich ausprobiert habe. Ich muss schnell ein bisschen über auf den Bildschirm spielen. Und zwar gibt es das sogenannte Blue Marble. Das ist eigentlich so eine Weltraumsimulation. Man ist nicht in der Atmosphäre, irgendwie um die Erde herum ist man in so einer kleinen Kugel, ein kleines Raumschiff wie auch immer, und dann geht die Tür vor einem auf, man tritt dann raus ins Weltall, man sieht die Erde, die Sonne, Asteroiden, den Mond und kann selber eigentlich sich nicht bewegen, außer man kann mit dem Kopf herumschauen, und das ist eigentlich schon ein ausgezeichneter Start für Leute, die es noch nie ausprobiert haben, weil das ist relativ angenehm, ja, es wird einem nicht schlecht. Und rein von dem her ist das ein guter Start. Und dann habe ich ausprobiert Bunny Stories. Das ist so ein Vater, der so eine kleine begehbare Welt gemacht hat und sein kleines Töchterchen hat dann alle Charakter gezeichnet. Ja, es ist noch lustig, wirklich. Auch fast so ein bisschen ein LSD-Trip, aber wirklich ganz, ganz herzig gemacht. Weiter geht es dann noch mit dem bekannten Tuscany-Demo. Tuscany, irgendwie so, das ist ja das italienische Anwesen, wo man so ein bisschen drin rumlaufen kann. Vielleicht hat er das 90-jährige Grosse gesehen, der auch das Oculus Rift mal ausprobiert hat, das YouTube-Video. Sie hat das gespielt. Das ist auch nicht schlecht, kann man sich zuerst mal ein bisschen bewegen. Ja, das hat mir wirklich auch gut gefallen. Obwohl das am Schluss man natürlich nicht so viel machen kann. Hier die Razer Hydra, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so wie die Wiimote und das Nunchuck oder PlayStation Move, wenn man beide in der Hand hat. Das gibt es auch für einen PC und so kann man dann seine Hände steuern, Basketball werfen. Ich habe das nicht, funktioniert zu wenig gut. Würde ich mir auch nicht zulegen. Dann ist es weitergegangen mit dem Alone in the Rift. Es hat nicht etwa per Zufall eine Ähnlichkeit mit dem Alone in the Dark vom Namen her, wo es ist so ein bisschen eben im Slender-Style, ein Gruselspiel, ich habe schon von dem erzählt. Wenn man Kopfhörer anhat, dann, auch wenn man es kennt, man hat richtig Schiss. Das ist ganz abgefahren. Es gibt dann auch noch verschiedene andere, so ein Rennspiel, wo eher bescheiden ist grafisch, aber auch Spass macht. Eine kleine Achterbahn, die für den Magen nicht ganz so gut ist. Und dann geht es dann halt einfach schon weiter zu den richtigen Games. Und Valve hat ja mit Half-Life 2 und Team Fortress 2 ausgezeichnete Arbeit geleistet. Gerade im Team Fortress 2 kann man noch sein Sichtfeld kalibrieren, was eigentlich extrem wichtig ist. Und mit dieser Kalibrationsdatei, nicht der Kolibri, kann man dann auch zum Half-Life 2 über, dort die Config auch draufklatschen, und so stimmt es dann eben vor Sicht. Weil das ist schon noch wichtig. Wenn man es nicht gut einstellt, ist die Gefahr, dass einem schnell schlecht wird, eben schon noch gross. Und Team Fortress 2 ist cool, ich habe einfach nur ein bisschen Training gespielt, so mit Bots. Man sieht seinen eigenen Körper, man sieht die Hänge und alles zusammen, das ist stylisch. Zum Zielen habe ich ein bisschen Mühe, der Screech hat das sehr gut gemacht. Und was dann ganz flashig ist, ist wirklich das Half-Life 2. Ich habe das vorher nie wirklich gespielt. Und auch wenn es schon ein bisschen älter ist, es ist unglaublich genial, wenn man die Hang so mit der Knarre vor sich sieht. Und dann kann man fast so ein bisschen, ja, aus einer guten Position auf Gegner schießen und alles. Also, das Half-Life 2 zeigt mir persönlich jetzt am besten, wo es hergehen könnte mit dem Oculus Rift. Jetzt, was auch noch ein gutes Game wäre, ist das Minecraft. Ich habe selber noch nie Minecraft gespielt, von dem her mit diesen ganzen Mods und Launcher und so habe ich meine wirkliche Mühe, und ich habe es leider nicht zum Laufen gebracht, weil man muss jenste Sachen irgendwie einfügen und die Chars ändern, und irgendwie habe ich dann einen Error bekommen und habe es leider nicht zum Laufen gebracht. Aber so, wie ich gehört habe, der German Let's Player, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der hat es ja auch gespielt. Und das Gute ist, wenn man selber das Oculus Rift hat, kann man die Videos im Internet dann auch dreidimensional miterleben. Mit diesen zwei, ja, Ausschnitten, was für einen Normalbetrachter ohne das Rift halt ein bisschen schräg aussieht. Ja, das versuche ich sicher noch zum Laufen bringen, das Minecraft. Das heisst dann Minecraft, so ein bisschen wegen dem Rift halt. Und was ich jetzt noch am Abladen bin, ist, jetzt muss ich selber gerade spienzeln, War Thunder. So ein Flugzeug, Ballerspiele, gratis, free to play, online irgendetwas. Und das sind ganz geile Sachen, weil was man jetzt auch merkt, ist Communities bei den Games. Die Hersteller schon ziemlich stark pushen, sie sollen doch das Oculus Rift aktivieren in diesem Game, und dann wird häufig selber etwas bastelt, und jetzt eben die Hersteller vom War Thunder haben jetzt offiziell Oculus Rift Support eingebaut.
Und es scheint ganz geil, mit dem Flugzeug näher so ein bisschen über die Welt zu fliegen, ein bisschen ins Wasser schauen, ein bisschen rumschauen. Und selbst wenn eben das Oculus Rift jetzt Development Kit Version nicht ganz so ausgereift ist, macht es scheinbar gleich recht Spass. Das wird ich euch dann auch noch ein paar Szenen zeigen, wenn ich hier ein bisschen rumschaue und so. Es ist eben schon noch spassig. Und noch ganz kurz wegen der Frage mit dem Elgato aufnehmen. Das funktioniert, also ich kann den Elgato zwischen das Rift und mein Laptop hängen, aber es ist dann so, dass man sieht das Raster eben nicht von der tiefen Auflösung, weil das Raster ist effektiv physikalisch der Screen vom Oculus Rift Development Kit. Bei der Verkaufsversion nächstes Jahr wird ja die Auflösung viel höher sein, was natürlich top ist. Und das Bildsignal wird aber mit einer guten Auflösung, ohne das Gitterraster, das das Oculus Rift eben hat, übergesendet. Das heisst, das, was ich mit dem Elgato aufnehme, sieht gut aus, sieht sauber aus, hat eine hohe Auflösung. Und erst wenn ich dann das Rift anlege und dort durch die Linse schaue, sieht man dann eben das Raster von der tiefen Auflösung. Es ist nicht so tragisch, aber es ist ein bisschen schade, dass ich es nicht zeigen kann. Ihr müsst es fast selber mal irgendwann ausprobieren. Vielleicht gibt es dann mal ein kleines Gewinnspiel oder ein Event, dass der hier bei mir mal vorbeikommen kann, der eine oder andere, und sich das mal reinziehen. Das muss ich mir noch überlegen. Also, bevor wir jetzt zum War Thunder gehen, ist es so, dass ich noch kurz informieren möchte. Die nächsten 2 Wochen habe ich ein bisschen Ferien, bin ich ein bisschen am Chillen und dort werden vermutlich keine Videos kommen. Ich hoffe, ihr versteht es, ich habe euch sehr gerne und ich freue mich schon absolut darauf, euch dann wieder mit Videos zu versorgen, Ende Juli. Aber eben so zwischendurch ein bisschen chillen, das tut jedem Mensch gut. Und rein von dem her wünsche ich euch eine gute Zeit, wenn ihr auch Ferien habt, genießt es. Die ein bisschen Geld dürfen oder müssen verdienen, ist auch noch eine gute Sache, hat man auch ein bisschen kneten. Darum, ich liege jetzt ein bisschen hinterher. Wie gesagt, War Thunder kommt dann auch noch gerade, aber aus dieser Perspektive wäre es fertig. Danke wie immer für eure Unterstützung. Habt's gut. Ciao zusammen. Ja, sorry zusammen, wie ab und zu habe ich noch etwas vergessen. Und zwar, was ich ausprobiert habe, von Vireo gibt es eigentlich so einen Treiber, wo Games, die nicht für das Oculus Rift ausgelegt sind, auch spielbar machen. Ich habe mir das Ding auch mal runtergeladen, das mal ausprobiert und die Liste ist relativ gross, was ich sage. Dead Rising 2, Antichamber, Borderlands, Batman Arkham City, Dishonored, Left 4 Dead 2, Half-Life 2, Portal 2, The Elder Scrolls 5, Skyrim, Mirror's Edge, Unreal Tournament 3, Dear Esther und Dirt 2. Das sind die sie sagen, die unterstützt werden, aber bei gewissen sagen sie schon das selber, dass die Unterstützung eher schäbig ist. Und ich habe jetzt Dear Esther, wo mir gerade am gäbigsten ist gegangen, wo ich gerade noch installiert habe, kann man ausprobiert und ja, ich weiss nicht genau, es funktioniert nicht sauber. Das Problem ist einfach, dass das Bild wird näher halbiert, wie es muss sein, und man sieht schon auch so ein bisschen dreidimensional, aber ja, ich weiss nicht, wie ich das so beschreibe. Es ist so, als würde man von so einer Wahrsagerin in so eine Kugel, die sie Zukunft kann sagen in den Filmen oder so, als würde man so in eine Kugel reinschauen. Und wenn du dann an einem Gebäude oder an einem Leuchtturm eigentlich raufschaust, dort beim Dear Esther starten wir ja gerade in der Nähe von einem Leuchtturm. Shit, es ist so schwierig zu sagen. Es ist nicht, als würde man nicht mehr raufschauen, sondern als würde sich irgendwie das Bild drehen, damit man dann schon rauf sieht. Aber unten durch, mir fehlen die Worte. Es war für mich nicht stimmig. Schon nach wenigen Sekunden habe ich es sein. Dirt 2, ein paar zocken zwar scheinbar und ich möchte unbedingt das Rennen mit dem Steuerrad ausprobieren, aber es funktioniert, glaube ich, auch nicht wirklich toll. Und ich muss mich hier selber noch ein bisschen zurückhalten, weil grundsätzlich möchte ich alles ausprobieren, aber Sachen, die dann eben wirklich ganz, ganz leid sind und nach 5 Minuten schon fast kotzen oder geringen bekommst, das lohnt sich einfach nicht. He? Also, das Video wird relativ lang, habt ihr merkt jetzt, vielleicht mache ich einfach frecherweise 3 Teile, das sehen wir ja dann. Bis später, ciao zusammen. Ja, hallo zusammen, also da bin ich wieder. Ich sehe euch nicht, ihr aber mich sicher schon. Das wäre jetzt eben das War Thunder Game. Ich bin auch mit der Elgato, wie gesagt, am Aufnehmen. Ihr seht jetzt nicht die kleine Auflösung, wie ich schon erklärt habe, sondern okay. Aber es geht darum, dass es mal einen Einblick gibt, wie das hier für mich ist. Und das kann ich zum Glück, jetzt muss ich schnell den Controller suchen. Ja, genau, das kann ich zum Glück mit dem Gamepad spielen. Und das Menü und so funktioniert eigentlich nicht so gut. Aber irgendwie... Ja, endlich, jawohl, jetzt wäre ich im Flugzeug. Ihr seht es auf dem Video und das Geile ist eigentlich,
es sich so geil anfühlt. Jetzt ohne Scheiß, ich meine, ich sehe hier vor mir eigentlich den Körper mit dem Steuerknüppel, der wäre etwa hier. Ich sehe hier vorne die ganzen Instrumente und kann hier relativ chillig sogar hinterher schauen. Ich sehe hier irgendetwas in weiter Distanz. Ja, also es ist wirklich geil gemacht und vorher habe ich meine erste Mission geflogen und da sogar in 3 Gegnerbereiche. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber ich würde sagen, jetzt legen wir hier mal ein bisschen los, jetzt sind wir genug normal rumgeflogen und das Geile ist eigentlich wirklich, und da muss ich sagen, profitiert die Simulation extrem davon. Ich meine, man kann ja sicher auch mit der Maus rumschauen und sich so ein einen Überblick verschaffen, aber es ist verdammt chillig, wenn ich eine Kurve fliege und dann eigentlich mir mit dem nur Kopfbewegung rumschauen ein gutes Bild kann verschaffen kann. Und ich meine, selbst wenn ich jetzt auf dem Kopf fliege, das ist zum Glück nicht wirklich ein Problem. Schlecht wird mir auch nicht, weil wichtig ist eigentlich, ja, ich weiß auch nicht genau, wie fest dass man das sagen kann, aber schlussendlich muss es seinem Hirn einfach, oh shit, schon getroffen worden. Schlussendlich muss man seinem Hirn einfach sagen, schau, das hat nichts mit der Realität zu tun, es geht hier darum, dass man keine G-Kräfte spürt und rein von dem her, ja, hoffe ich, dass man sich dann irgendwie ein bisschen an das gewöhnt. Weil eben normalerweise, wenn man so Kurven und Manöver fliegt, sollte man das ja spüren, logischerweise nicht. Und wenn jetzt das eigene Hirn, ich glaube, wenn man jetzt Pilot ist oder so, kommt einem das noch viel spässiger vor. Aber wenn man eben weiss, dass das nur eine virtuelle Realität ist, dann geht das eigentlich schon. Und es fühlt sich echt gut an. Es fühlt sich richtig geil an, also ohne Witz. Ich bin hier schön in diesem Flugzeug drin, den kannst du jetzt nicht wieder zusammenlegen. Aber wir sehen, wir sind jetzt hier auf relativ... wow! Ja, eben, wir sind relativ weit unten. Ich schaue, dass ich hier nicht in die Bäume hineinfliege. Hier haben wir noch eine kleine Brücke oder so. Und ja, es ist schon wicked. Ich meine, ja, für euch scheint das eventuell dann nicht so spektakulär zu sein, aber ich muss wirklich sagen, es fühlt sich verdammt geil an. Jetzt wäre noch cool, wenn ich vielleicht mal so ein einen Dogfight reinziehen könnte. Das heisst, dort hinten sehen wir eigentlich die schwarzen Rauchsäulen. Ziehen wir doch schnell dorthin. Hier kann ich zum Glück ein bisschen beschleunigen. Aber es ist natürlich so, dass ich hier schon eine langsame Mühle habe. Das Spiel selber scheint eigentlich auch noch gut zu sein. Wenn man auf irgendjemanden schießt, gibt es so einen Punkt, wo vor dem gegnerischen Flugzeug fliegt. Das ist der sogenannte Lead. Also so weit, wie man muss vorausschießen, dass man hier einen Gegner bereicht. Hier oben seht ihr schon ein paar Schüsse vorbeirasseln. Ich mache jetzt mal noch schnell eine Rolle, einfach spasseshalber. es ist geil, es ist wirklich geil. Und allzu lange habe ich es jetzt noch nicht gespielt, von dem her kann ich jetzt nicht sagen, wie so der Langzeiteffekt ist, sage ich jetzt mal. Aber ich fühle mich gechillt, es ist ein angenehmes Gefühl in meiner Magengrube. Das Hirn ist eigentlich auch noch zufrieden. Und rein von dem her macht das wirklich einen guten Eindruck. Das ist wirklich geil. Jetzt, was mich ein bisschen verwirrt ist, dass ich hier Gegner nicht sehe. Eventuell kann ich das irgendwie ein bisschen einblenden. Aber vielleicht muss ich da einfach mal durchfliegen. Es kann natürlich sehr gut sein, dass ich schon wieder sehr schnell abgeschossen werde. Irgendwie zieht mein Karren voll gegen links. Oder mein Flugzeug besser gesagt. Aber eventuell liegt es auch daran, dass ich die Steuerung noch nicht so im Griff habe. Du siehst mir hier, wie ich eigentlich baller wie blöd, aber irgendwie bin ich hier fernab von dem ganzen Geschütz. Ich weiss leider auch nicht, was machen. Da hinten wäre jetzt Gegner ins Ziel, glaube ich. Oh, das kommt nicht gut. Oh, ja. Shit. Ja, eben. Der Profipilot, der ist hier sicher nicht unterwegs und ihr seht hier, die haben das richtig im Griff hier mit diesen Rollen, wie sie drehen und alles zusammen machen. Gut, der hat es jetzt auch schön eingeschnetzelt. Ja, das wäre es eigentlich gewesen, mal eine kleine Oculus Rift Session. Hey, ich finde es wirklich geil. Also es wird das Game massiv verändern. Und ob es jetzt besser oder schlechter wird sein, das kommt dann ganz darauf an, wie die Games optimiert oder fürs Rift gemacht sind. Ganz geil, wirklich ganz geil. Ja, das wäre es von meinen paar Videos. Vielleicht schneide ich es auch zu einem zusammen. Ihr werdet es sehen, hoffentlich gefallen und jetzt definitiv schöne Zeit. Ciao zusammen.